Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt, und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Lukas 24, 36 bis 49. Ja, wir sind in dieser Serie unterwegs, Licht von der Welt. Und die Idee von dieser Serie ist, dass wir diese Texte aus der Bibel nehmen, diese Auferstehungstexte, dort, wo der Ursprung ist für eine Bewegung, die losgegangen ist vor 2000 Jahren und die bis heute dynamisch ist, die bis heute wächst, die heute den ganzen Globus umspannt, die bis heute unzählige Millionen, sogar Milliarden von Leben berührt, bewegt und verändert. Und wir wollen diese Texte lesen. Wie ist das alles losgegangen? Wie ist das passiert? Wir wollen hinschauen und es ist, wie eigentlich immer, wenn wir in der Bibel lesen, Gott beginnt zu sprechen zu uns und es ist eigentlich ganz praktisch. Es hat ganz viel zu tun mit unserem Alltag, mit unserem Leben. Und deshalb wollen wir nicht nur diese Texte einfach lesen, sondern ich möchte euch jeden Sonntag auch ganz praktisch etwas mitgeben. Deshalb haben wir dieses kleine Bändeli. Übrigens, ich habe 200 von denen bestellt und letzten Sonntag waren alle weg. Wir waren letzten Sonntag 200 Leute im Gottesdienst. Nein, ich habe mich mehr gefragt, vielleicht liegen bei einigen noch ein paar zu Hause herum. Die dürft ihr natürlich auch mitbringen, dass es für diejenigen Leute noch eins hat, die jetzt noch keins erwischt haben. Genau, und das erste Symbol auf diesem Band ist dieses Kraftzeichen, mutig sein, mutig zu Jesus, dem Auferstandenen, stehen. Ich mache gleich jetzt eine kurze Umfrage. Vielleicht gibt es 1, 2 Leute, die haben diese Woche ein Erlebnis gehabt, wo sie eine Begegnung hatten und wo sie mutig dazu stehen konnten, wo du mutig dazu stehen konntest, an Jesus zu glauben. Wir haben ja diese Geschichte gelesen von den 2 Frauen, von den Frauen, die morgen früh zum Grab gegangen sind und es war offen und sie haben eigentlich den toten Leichnam gesucht, um einzubalsamieren und dann erfahren sie, dass er lebt. Und obwohl ihr Zeugnis nichts galt, sind sie hingerannt und haben es mutig weitererzählt. Man hat ihnen zwar nicht geglaubt, das geht uns ja vielleicht auch manchmal so, man glaubt dann einfach nicht. Also ich bin gespannt, Huck ist bereit mit dem Mikrofon. Gibt es 1 oder 2 Leute, die ein Erlebnis hatten diese Woche? Schnell melden, dann kommt das Mikrofon zu euch. Ich bin beim Arbeiten gefragt worden, auf welchem Festival ich war. Und ich habe gesagt, warum? Ja, wegen dem Bändeli da. Und
Wir haben nie so viel Zeit miteinander zu schwätzen, sind immer so kurze Sequenzen, aber ich konnte dann doch erzählen, dass ich in einer Freikirche bin und dass wir im Moment eine Predigtserie haben, die uns da hilft, mit diesen Zeichen zu erinnern, um was es gegangen ist. Super, danke vielmals. Noch ein zweites Beispiel. Meldet sich gerade niemand? Kein Problem, es kommt euch sicher noch in den Sinn, dann könnt ihr es dann beim Kaffeebar am Schluss einander erzählen, das wäre cool. Also das war das erste Symbol, mutig dazu stehen, ich glaube an Jesus, den Auferstandenen, so wie das diese Frauen gemacht haben. Heute gehen wir weiter in diese Geschichte, wo wir unterwegs sind. Wir wollen weiter reingehen in diese Dynamik und es ist schon sehr, sehr interessant, was da passiert und auf welche Art und Weise der lebendige, auferstandene Jesus Christus den Jüngern begegnet. Das ist auch mein Gebet für den Gottesdienst und für die Predigt jetzt. Und wir bitten dich, Jesus, du lebendiger Gott, dass du auch uns heute Morgen begegnest. Und auch wenn wir dich nicht mit unseren irdischen Augen sehen oder berühren können, so dürfen wir dich mit unserem Herzen sehen, dürfen uns von dir berühren lassen, weil du bist nahe. Und das bitte ich dich für jeden von uns hier, auch zu Hause im Livestream, begegne uns jetzt. Amen. Ja, wir haben die Geschichte vorher schon gehört. Es ist wirklich diese spezielle Situation. Die Jünger waren zusammen. In der Parallelstelle im Johannesevangelium lesen wir, dass sie Angst hatten vor den Juden, dass sie die Tür verschlossen haben. Es muss draußen schon dunkel geworden sein. Wir lesen, wie die Frauen sind zu ihnen gekommen und haben gesagt, Jesus lebt. Aber sie hatten das für ein Hirngespinst gehalten, nicht geglaubt, waren wahrscheinlich verwirrt. Wir haben gehört schon, Jesus ist auf dem Weg 2 Jüngern begegnet, die nach Emmaus gewandert sind, ist da mit ihnen gelaufen. Sie haben nicht gecheckt, dass es Jesus ist. Erst als er mit ihnen gegessen hat, plötzlich ist ihnen ein Licht aufgegangen und da war Jesus weg. Aber sie sind zurückgerannt nach Jerusalem und haben das wahrscheinlich auch den anderen Jüngern sofort erzählt. Aber sie haben nicht geglaubt, sind da eingeschlossen, verwirrt, wissen nicht, was das Ganze soll, vielleicht ein bisschen Sturm im Kopf. Und in diese Situation plötzlich kommt Jesus herein. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir uns hier mit den Jüngern auch ein Stück weit identifizieren, uns in ihre Lage versetzen, verwirrt. Was ist mit diesem Jesus? Was ist das eigentlich für ein Mensch? Was ist da passiert? Was bedeutet das für mich? Ist er wirklich real? Ist er da? Vielleicht fällt das einigen gar nicht so schwer, sich in diese Situation hineinzuversetzen. Und dann lesen wir Lukas 24 ab Vers 36, diese wunderbare Begegnung. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch! Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Ich kann mir gut vorstellen, die Jünger in dieser intensiven Situation drin, sie bereden, was sie alles mit Jesus erlebt haben und vielleicht erinnern sie sich an ähnliche Situationen, die sie hatten. Es gab einmal eine Situation, wo sie auch im Dunkeln saßen, in einem Boot auf dem See Genezareth. Und ein richtiger Sturm kam auf. Und Jesus war nicht da. Und wahrscheinlich waren sie da genauso verwirrt. Und plötzlich erscheint Jesus auf dem Wasser und kommt zu ihnen. Dort heißt es, und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Da war es ihnen auch ganz Sturm. Und Jesus kam, und es war für sie völlig unvorstellbar, auf dem Wasser. Sie meinten, ein Gespenst, genau gleich wie da. Ein Gespenst. Und Jesus ist gekommen in diesen Sturm in der Nacht auf dem See. Man könnte sagen, Jesus kommt jetzt in dieser Situation zu ihnen, in den Sturm, in ihren Gedanken, wo sie nicht wissen, was das Ganze soll. Damals hat Jesus ihnen gesagt, da mitten im Sturm, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und auch hier sagt Jesus als erstes, Friede euch. Friede euch. Jesus ist gekommen und hat ihnen als allererstes Frieden gebracht. Damals im Sturm hat das bedeutet, dass das Wasser still wurde.
Es wurde ruhig, es wurde klar und es wurde nicht nur klar in der Luft, sondern auch in ihren Gedanken. Plötzlich haben sie erkannt, wen sie vor sich hatten in diesem Boot drin. Und das heißt dann, sie warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und jetzt kommt Jesus da hinein in ihren Raum und sie erschrecken, sie meinen, sie sehen ein Gespenst, vielleicht schreien einige auch. Jesus sagt, Friede, Friede euch. Er will ihnen Frieden bringen. Ich finde auch mega spannend. Jesus sagt zu ihnen, hey, warum steigen Gedanken in euren Herzen hoch? Das heißt, so beginnt es in euren Herzen sich zu bewegen. Wieso habt ihr so einen Dialog intern bei euch im Gedanken? Man könnte auch übersetzen, warum zweifelt ihr? Manchmal denkt man, Gott hat ein Problem, wenn wir Menschen zweifeln. Aber offensichtlich ist das für Jesus kein Problem. Er spricht es sogar direkt an, hey, er zweifelt. Er könnte es ja nicht glauben. Vielleicht zweifeln wir manchmal auch, kennen das auch, können es fast nicht glauben. Es gibt dann immer zwei Möglichkeiten. Entweder man läuft weg von Gott und denkt, nein, da will ich nichts mehr damit zu tun haben. Oder man läuft mit seinen Zweifeln hin zu ihm, weil er hat kein Problem damit. Und die Jünger, die machen das auch so, oder umgekehrt, man könnte sagen, die konnten ja nicht weg. Die mussten sich mit ihren Zweifeln Jesus stellen. Aber das war kein Problem und in diesem Moment will Jesus Frieden bringen, will diesen Sturm in Gedanken zur Ruhe bringen. Und wenn Jesus von Frieden spricht, meint er nicht ein äußerer Friede, dass kein Krieg oder so mehr ist, sondern meint ein innerer Friede, dass es ruhig wird. Und er meint auch ein Friede, dass ich klar sehe, dass ich erkenne, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus, der da mit den Jüngern gelebt hat, Wanderprediger, Galiläer? Wer ist dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist? Tod, durchbohrt. Wer ist dieser Jesus, der auferstanden ist, den Tod besiegt hat, die Sünde gesühnt hat, der Leben ist? Was ist das für ein Friede, der er bringt? Jesus selber hat ja gesagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Das Erste, was Jesus macht in dieser Begegnung mit den verwirrten Jüngern, er bringt ihnen Frieden. Er macht aber noch mehr. Wir lesen dann weiter. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Ich finde das so super entspannend. Jesus ist praktisch. Hey, berührt mich doch mal, schaut mal. Hat jemand eine Idee? Wieso hat er gesagt, die Hände und die Füße? Ja, dort hat man die Wundmale nicht nur gesehen, sondern sie durften sie betasten. Also dieser tote Leib steht jetzt lebendig vor ihnen. Es ist derselbe. 3-mal in diesem Text sagt Jesus, seht, schaut doch, seht. Und dann sogar betastet, berührt mich. Einer dieser Jünger, der da dabei ist, Johannes, war wahrscheinlich noch relativ jung. Einige Jahrzehnte später beginnt er, Gemeinden Briefe zu schreiben. Und er schreibt dort das, was ihn am meisten bewegt hat, was ihn am meisten berührt, was für ihn so richtig wichtig ist. Und er beginnt seinen Brief, vielleicht erinnert ihr euch noch, 1. Johannes 1,1. Er schreibt, was von Anfang an war. Also er bezieht sich auf Jesus. Er hat Jesus erkannt als den, der von Anfang an war, vor der Welt schon da war. Was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben. Ich habe ihn gesehen. Ich habe gesehen, er ist als Auferstandener zu uns gekommen. Was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Von dem schreibt er den ganzen Brief. Also diese Begegnung mit Jesus, wahrscheinlich ist Johannes gekommen und hat berührt, vielleicht, ich weiß nicht, vorsichtig, mutig. Und das ist ihm so tief gegangen, dieser Jesus. Er lebt und er kommt und ist da und ich darf ihn berühren, ich darf ihm nahe sein. Dass er das Jahrzehnte später so in seinen Brief hineinschreibt. Es waren aber nicht alle Jünger dabei bei dieser Begegnung. Einer war nicht da, nämlich der Thomas. Es haben alle gezweifelt, wir haben das gelesen, aber der Thomas hat immer noch gezweifelt, 8 Tage später immer noch gezweifelt.
Und dann begegnet dieser Thomas auch dem Jesus und dort sagt dann Jesus zu ihm, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, wo auch so eine Narbe war vom Tod. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und der Thomas berührt diesen Jesus und es kommt Friede, es kommt Ruhe, es kommt Klarheit, es kommt Erkenntnis und er sagt aus, mein Herr und mein Gott. Er merkt in dem Moment, dass nicht einfach ein Mensch, der da steht, es ist Gott, der da steht. Ich habe in diesem Moment Gott berührt. Und Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich sind die nicht sehen und doch glauben. Und ich glaube, das ist unser Punkt, oder? Wir sehen Jesus nicht mit unseren irdischen Augen. Wir können nicht mit unseren irdischen Händen befühlen. Und trotzdem ist er hier, ist er gegenwärtig. Können wir ihn mit unseren Augen des Herzens sehen? Können wir lesen, all diese Berichte von Jesus und währenddem wir sie lesen, spüren wir, wie er zu uns redet, wie er sich uns zeigt, wer uns nahe ist. Wir sind hier im Gottesdienst und Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und er sitzt jetzt nicht irgendwie hier auf dem Bühnenrand oder so, er ist aber hier mitten unter uns, neben dir, ganz nah. Und wir können ihn erfahren, von ihm hören. Ein Wort, das uns anspricht. Plötzlich vielleicht, wo ein Moment Klarheit hineinkommt und ich mehr von diesem Jesus erkenne, wer er ist, der von Anfang an war. Mein Gott, mein Herr. Der mit den Wundmalen ist wirklich gestorben, aber jetzt lebendig, wie auch immer. Das ist vielleicht so ein zweiter Punkt heute aus dieser Begegnung, auch für uns. Auch wir können Jesus sehen und berühren. Er ist auch uns nah, auf eine andere Art und Weise. Aber spannend auch in unserer Geschichte, jetzt haben sie von diesem Auferstandenen gehört, jetzt ist er gekommen, jetzt haben sie ihn gesehen und berührt und sie glauben immer noch nicht. Aber etwas hat sie dann überzeugt. Spannend. Wir lesen da weiter. Vers 41. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich wunderten, irgendetwas hat sich schon bewegt, aber sie haben sich immer noch gewundert, nicht geglaubt, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Das ist sehr überzeugend, hä? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Das ist noch eine Strategie. Die glauben nicht, da muss man halt mal etwas voressen. Was passiert hier eigentlich? Das hat die Jünger dann überzeugt. Nachher steht nicht mehr, dass sie nicht geglaubt haben oder so. In dem Moment wurde es plötzlich wie klar. Ich habe mich auch erinnert, die Emmaus-Jünger, die sind ja auch mit Jesus gelaufen. Er war mit ihnen, hat gesprochen und so weiter. Sie haben nicht gemerkt, dass es Jesus ist und dann wird es spät und Abend und er geht zu ihnen hinein, isst mit ihnen Abendbrot, bricht das Brot und in dem Moment verstehen sie. Mitten beim Essen verstehen sie plötzlich. Schon spannend, oder? Dann war Jesus aber plötzlich weg und sie sind zurückgerannt. Jesus hat auch später als Auferstandene mit den Jüngern gegessen. Grillparty am Morgen am See. Fisch hat es gegeben, steht in der Bibel. Können wir nachlesen. Irgendwie ist es anscheinend wichtig, mit Jesus zusammen zu essen. Kann gut sein, dass sich die Jünger zurückerinnerten. Ja, wir haben früher auch schon mit Jesus gegessen. Ganz viel mit Jesus gegessen. Es hat ja begonnen beim Fest von Kanaan, haben wir gegessen und gefeiert. Brotvermehrung, Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Die persönlichen Mahlzeiten mit ihm, aber auch das letzte Abendmahl. Sehr bewegend, oder? All die Erinnerungen, der Liebesfluss, der da von Jesus zu den Jüngern geflossen ist, die Füße, die er gewaschen hat, was er gesagt hat. Und jetzt ist er vor ihnen und plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkennen diesen Jesus. Und ganz spannend, Jesus will auch mit uns essen. Das ist vielleicht auch für uns eine gute Strategie. Muss nicht so kompliziert, wie Glaube ist und so. Er will mit uns essen. Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Da ist die Herzenstür gemeint. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und dann, was heißt es? Zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das hat natürlich eine theologisch sehr große Tiefe und man könnte über das Abendmahl reden und viele Dinge. Aber zuerst ist es einfach zusammen essen, zusammen Zeit verbringen,
Leben teilen, austauschen, nahe Gemeinschaft, das Herz miteinander teilen. Wenn man zusammen isst, ist es nicht einfach ein Abfertigen, da ist man satt und geht wieder, sondern es bedeutet, zusammen am Tisch zu sitzen, Zeit zu verbringen und Leben zu teilen. Vielleicht ist das auch genau der richtige Punkt für uns. Mit Jesus zusammen essen, das heißt sich Zeit nehmen, nicht gleich wegzulaufen. Jesus will ja mit uns Zeit verbringen. Vielleicht sogar mal bei einem Frühstück oder so sagen, jetzt Jesus, ich sitze jetzt da am Tisch, du sitzt ja mit mir auch da. Mir kommt in diesem Moment immer diese Begegnung in den Sinn, die Jesus hatte mit den 2 Schwestern. Er ist da zu diesen 2 Schwestern gegangen, Maria und Martha, um bei ihnen zu essen. Und eine ist in die Küche gerannt, die Martha, und hat Gas gegeben wie hohl, um das Beste zu machen für Jesus. Ich komme mir oft vor wie diese Martha, ich will alles für Jesus machen und gebe Gas wie hohl. Und die Maria, die saß einfach bei Jesus. Und es ist spannend, Jesus hat zwar gesagt, die Maria macht es richtig, sie ist einfach hier bei mir, sie hat den richtigen Teil erwählt. Sie hat gleichzeitig diese Martha nicht getadelt. Aber Jesus hat gesagt, das ist das Wichtigste, einfach bei mir sein, zuhören. Das ist der beste Teil. Und Jesus sagt heute, er steht vor der Tür, klopft an und wenn wir aufmachen, kommt er und isst mit uns. Und wir mit ihm. Schon mega cool, oder? Ein Erlebnis ist mir in den Sinn gekommen, ich war im Sommerferien war ich 3 Tage in der Stille. Ich mache das jedes Jahr. Ich will auf Gott hören und so weiter. Ich freue mich immer, coole Zeit mit Gott. Und ich erinnere mich genau, ich bin am 2. Tag losgegangen am Morgen und ich habe immer ganz viele Fragen, die ich mitnehme, schreibe die immer in mein Büchlein hinein und dann mache ich das so, dann laufe ich los am Morgen, nehme quasi die erste Frage und überlege mir, Gott, während dem Laufen dann, Gott, was willst du mir dazu sagen? Ich bin wachsam, höre, welche Gedanken er anstößt und so. Und wenn ich dann eine Pause brauche, dann schreibe ich das alles auf, was ich gedacht habe. Und an diesem Unterwegssein habe ich aufgeschrieben. Bei der ersten Etappe wollte ich Fragen sammeln. Aber dann habe ich mir notiert, statt dem Ziel, Fragen zu sammeln, läuft mir das Lied nach. Gott hat statt Fragen in mein Herz gelegt, hat er mir ein Lied ins Herz gelegt. Ein Lied über Jesus. Und das ist mir die ganze Zeit nachgelaufen. Es war einfach so ein Moment des Lobpreises. Dann habe ich Pause gemacht und es hat geregnet und so weiter und hatte ein bisschen Zeit im Unterstehen und habe gedacht, gut, jetzt geht es aber los mit meinen Fragen, jetzt will ich endlich von Gott etwas hören. Dann habe ich aufgeschrieben dann, ich laufe und frage Gott nach der Hoffnungswoche, das war meine erste Frage. Und dann habe ich den Eindruck, er sagt, chill the rabbit. Also ich habe, das ist meine Notiz. Das Lied läuft mir weiter nach. Und es war mir wirklich so, als sagte Jesus, stopp mal mit all deinen Fragen, hör mal auf damit. Sei einfach mal still, sei einfach bei mir. Das ist das Beste im Moment. Und ich habe das gemerkt, ich habe meine Fragen weggelegt, habe gesagt, Jesus, du kannst dann reden, wann du willst. Und das ging dann los beim Mittagessen. Aber ich war einfach den ganzen Morgen mit Jesus zusammen. Das Lied in den Ohren, es war eine super Zeit. Und offensichtlich war das Jesus wichtig, dass er mir sagte, komm mal zur Ruhe und iss mit mir. Lass uns Marias sein und nicht Marthas. Ja, das vielleicht so ein wichtiger Punkt. Und er nahm und aß. Er hat immer mit den Jüngern gegessen, sich Zeit genommen. Auch wir nehmen wir uns Zeit im Alltag, mit Jesus zu essen. Am besten isst man jeden Tag. Ich mache das so. Mach das auch so mit Jesus. Dann lesen wir weiter. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Und es geht dann noch weiter. Also Jesus kommt, spricht zu ihnen und beginnt ihnen zu erklären, was sie alles schon gehört haben, was in den Schriften im Alten Testament, das hatten sie damals als Schriften, was dort alles steht über ihn selbst.
Und plötzlich begannen sie klar zu sehen, das ist übrigens der beste Trick, um das Alte Testament zu lesen, allgemein die Bibel zu lesen, zu fragen, was entdecke ich darin von Jesus? Und es wird plötzlich absolut lebendig. Ich habe auf dem Handout ein paar Informationen dazu. Aber das ist so bewegend. Jesus öffnet ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen. Und etwas Entscheidendes dabei scheint offensichtlich zu sein, in seinem Namen von Jesus Buße und Umkehr. Ein Aufruf quasi. Von mir geht nicht aus, ihr müsst nicht irgendwie politisch aktiv werden, ihr müsst nicht die Welt retten gehen, ihr müsst nicht die Gesellschaft umgestalten oder was auch immer für Einflüsse nehmen, sondern Jesus sagt ihnen, geht einfach hin und predigt die Buße in meinem Namen. Das heißt, ich darf zu Jesus kommen, Buße tun heißt umkehren, statt meinen Lebensweg zu gehen und auf mich zu schauen oder irgendwelche Dinge, kehre ich zu Jesus hin und orientiere mich ganz an Jesus. Ich sehe ein, dass es falsch ist, für sich oder andere Dinge zu schauen. Ich bitte Jesus um Vergebung und empfange ein neues, ewiges Leben mit dem Blick auf ihn. Das bedeutet es, Buße zu tun. Aber vielleicht ein Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte aus dieser Begegnung. In dieser Begegnung mit Jesus wurde ihnen die Schrift geöffnet. Und das darf auch für uns eine mutmachende Botschaft sein, wenn wir die Schriften lesen. Wir haben heute auch noch das Neue Testament. Wir können lesen und sagen, Jesus, öffne uns diese Schrift. Wir wollen in diesen Schriften dich entdecken, dich erfahren, dir begegnen. Und durch den Heiligen Geist begegnet er uns. Ich möchte zum Schluss einen Schritt zurücktreten. Jesus ist den Jüngern hier begegnet. Wir könnten uns denken, ja okay, jetzt ist dieser Jesus auferstanden. Jetzt hat er vor, eine weltweite Bewegung zu lancieren. Wir würden vielleicht sagen, Jesus, ich habe ein paar Tipps für dich. Als erstes, du brauchst ein gutes Fundraising, du brauchst viele Ressourcen. Als zweites, du brauchst Investoren und mächtige Partner. Du brauchst eine gute Wachstumsstrategie, du brauchst starke Führungspersönlichkeiten. Jesus hatte einen ganz anderen Plan. Er verbrachte Zeit mit seinen Jüngern. Für mich bedeutet das, wenn ich ein Teil sein will dieser Bewegung von Jesus, dieser gewaltig dynamischen Bewegung, ist der Anfang davon, dass ich einfach mit Jesus zusammen bin. Dass ich Zeit habe mit ihm. Dass ich mich nach seinem Frieden ausstrecke. Dass ich mit ihm zusammen esse. Dass ich ihn betrachte, anschaue. Dass ich seine Worte lese, dass ich die Bibel lese, dass ich in diesen Worten ihn suche. Mehr und tiefer zu erkennen. Und das steht eben auch schon in den alten Schriften drin. Ein Vers, der das super gut zusammenfasst, aus Psalm 73, 28. Wir lesen ihn mal zusammen laut, ist gut. Seid ihr bereit? 1, 2, 3. Mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Alle deine Werke will ich verkünden. Eine super Zusammenfassung der Geschichte heute. Das ist so ein zentraler Bestandteil bei Jesus, Gott nahe zu sein, dass dort das Glück ist, dort der Anfang ist. Wir wollen diesen Vers zusammen auswendig lernen. Übrigens, die Kinder unten, die lernen das auch auswendig. Wir machen am nächsten Sonntag einen kleinen Battle, wer das besser kann. Wir üben gleich ein bisschen, oder? Wir wollen ja auch gut sein, nicht? Habt ihr es euch gemerkt? Ich mache ein paar Worte weg. Letzter Blick. Oh oh. Komm, sagen wir es nochmals. 1, 2, 3. Mein Genau, alle deine Werke will ich verkünden. So heißt es. Ja, schaut nochmals, kommen noch mehr Worte weg. Mal schauen, ob wir das schaffen. Gut, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Bereit? 1, 2, 3.
Also ich sage mal, in der Bubble haben wir es perfekt geschafft. Übrigens, ich habe diesen Vers auch auf dem Handout ausgedruckt. Wir probieren es dann nächsten Sonntag wirklich mal zusammen. Und das Ziel ist ja einfach diese Botschaft zu verinnerlichen. Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Das war schon dem Psalmschreiber im Alten Testament bewusst. Und ich möchte euch heute genau dieses Symbol mitgeben. Es ist die Tankstelle. Ich habe das nicht auf der Folie, die ist ja hier. Wir haben die Tankstelle. Die Tanksäule, das zweite Symbol auf diesem Bändeli drauf, auf dem Kleber oder wie ihr es mitgenommen habt. Bei Jesus sein, um aufzutanken. Und ich möchte das ganz praktisch machen. Ich glaube, Jesus ist heute hier und will dir begegnen. Wir brauchen jetzt die Band und ihr braucht einen wachen Geist. Überlegt euch während den folgenden Musik und dem folgenden Lied, Behold Him, Jesus betrachten, Jesus anschauen. Überlegt euch mal, auf welche Art und Weise Jesus euch heute Morgen begegnet ist. In welchem Punkt hat er vielleicht Frieden gebracht, etwas angesprochen, Erkenntnis gebracht? In welchem Punkt hast du dich vielleicht Jesus ganz nahe gefühlt in dem Moment? In welchem Punkt hat dir Jesus Neues gezeigt? Du konntest wie etwas sehen von Jesus. Vielleicht seine Liebe, etwas, das er getan hat in deinem Leben. In welchem Punkt hat er dir etwas aus der Schrift geöffnet? Du konntest es verstehen, hast du es schon lange verstanden, aber es hat plötzlich dein Herz berührt. Überlege dir während diesem Lied, wie Jesus dir begegnet heute. Ja, wir möchten das auch festmachen, wenn Jesus uns begegnet, ist es nicht etwas Gleichgültiges, das man einfach wieder vergisst, sondern es ist lohnenswert, wertvoll. Und wir möchten das heute gleich auch notieren und ausprobieren. Nehmt dazu bitte das Blatt, das ich vorbereitet habe, das liegt in allen Reihen bereit, Blatt und Schreiber. Wenn es irgendwo nicht aufgeht, bitte melden, dann kommt Huck vorbei, er hat noch einige Exemplare, die da bereit liegen. Nehmt eines dieser Blätter und diese Schreiber. Ich habe auf der Rückseite von diesem Blatt diesen Vers hingeschrieben, den wir auswendig gelernt haben. Es hat hier auch so diese Tanksäulentabelle. Bei Jesus sein, bei ihm aufzutanken, einfach Zeit mit ihm verbringen. Wer braucht noch ein Blatt? Bitte melden. Huck kommt vorbei. Er hat noch. Und dann, wenn euch etwas angesprochen hat, ich glaube, die meisten von euch können jetzt etwas hinschreiben, weil Jesus hier ist und am Wirken ist. Vielleicht auch noch nicht, vielleicht braucht es noch Zeit. Vielleicht bis am Ende vom Gottesdienst oder im Laufe vom Nachmittag. Aber wenn dir jetzt Jesus begegnet ist oder etwas dein Herz berührt hat oder dir gemerkt hast, wie er dich angesprochen hat oder etwas in dir in Bewegung kommt, dann schreib es auf, mach eine kleine Notiz. Und das wäre dann so eine erste Notiz zum Mitnehmen. Und morgen auch das Blatt hervorzunehmen, zu schauen, wo konntest du bei Jesus auftanken? Diese Zeit mit ihm, mit seinem Frieden. Dienstag, Mittwoch, jeden Tag eine gute Mahlzeit essen. Auch wer im Livestream ist, in den Kommentaren kann man das herunterladen, digital nutzen, ausdrucken. Jeden Tag zu Jesus kommen. Zeit mit ihm. Auftanken bei ihm. Jesus war das offensichtlich so wichtig, dass das war das Erste, was er mit seinen Jüngern gemacht hat. Einfach mit ihnen zusammen sein. Und es hat eine gewaltige Bewegung ausgelöst. Wir haben 2 Lieder, die wir zusammen singen. Ich möchte dich einladen dazu. Wir haben Ministry Time während diesen 2 Liedern. Vielleicht hast du selber Zweifel im Herzen, möchtest, dass jemand dir für dich betet, dass du Kraft hast, mit deinen Zweifeln zu Jesus zu gehen. Vielleicht hast du ein anderes Anliegen, möchtest Jesus mehr begegnen. Die 2 Leute beten gerne für dich. Oder irgendetwas anderes oder möchtest einfach gesegnet werden, dann darfst du während den nächsten 2 Liedern aufstehen, nach hinten gehen und die 2 Leute beten sehr gerne für dich.
Vielleicht ist es auch einfach auch eine Zeit, um Jesus mehr zu begegnen. Lass uns auch mit Gebet in diese Zeit hineingehen. Danke, Jesus, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir können dich sehen mit unserem Herzen. Wir können deine Stimme hören. Vielleicht laut ausgesprochen durch jemand anderen, in der Bibel gelesen, in unserem Inneren. Wir können merken, wie du uns anrührst. Wir hören dein Klopfen und wir dürfen unsere Tür aufmachen. Du kommst herein und bleibst. Du bleibst an unserem Tisch sitzen, du isst mit uns, du gehst nicht einfach wieder weg. Du willst deinen Frieden bringen. Und du willst uns die Schrift öffnen. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir dir begegnen dürfen. Tiefer, persönlicher, mehr. Und es ist für dich unglaublich wichtig und mach es auch zu unserer Priorität. Diese Zeit mit dir zusammen. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass das diese Woche, dass wir das auf eine neue, tiefe Art und Weise erleben dürfen. Bei dir zu sein und bei dir aufzutanken.